Hallo zusammen, hier ist Kranklitis oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, hoffentlich alles klar bei euch. Hoffentlich war Weihnachten in Ordnung für die es gerne haben. Und für die es nicht so cool finden, haben hoffentlich etwas Alternatives gefunden. Die es gar nicht feiern. Whatever. Kann ich sagen, mit einem kleinen Kind, das jetzt auch schon im Alter ist, wo sie sehr schnallt, was sie bekommt, ist es auf jeden Fall sehr faszinierend, aber schön. Und gleichzeitig wird einem auch vor Augen geführt, wie viele Knete das wir heutzutage eigentlich haben, was wir uns alles leisten können, richtig, richtig krass. Und somit die Kinder vor heutiger Zeit mit Geschenken überhäufen. Aber dass das nicht unbedingt das Wahre ist. Ich hoffe, das leuchtet denen, die in dieser Position sind, auch ein. Weil schlussendlich, wenn du daran denkst, von den Grosseltern, Gotti, Götti, keine Ahnung, Geschwister, whatever, irgendwie, wenn man das nicht ein bisschen koordiniert, so ist es auch mal bei uns, dann ist es dann einfach too much mit den Geschenken. Und von dem her eine sehr interessante Erfahrung gewesen für unsere kleine Familie. Aber wie gesagt, alles definitiv im grünen Bereich. Und jetzt möchte ich euch auch noch ein kurzes Gameplay zeigen, weil schliesslich geht es da auch so ein bisschen um Games auf diesem Channel. Und dann würde ich jetzt sonst gerade mal gerne, dass du starten, wo ich am 18. Dezember erspielt habe. Jetzt muss ich schnell selber gucken, aus welchem Grund dass ich es habe recorded, weil mittlerweile nehme ich nicht mehr unbedingt nur noch die guten Gameplays auf, sondern einfach die ich halt aus irgendeinem Grund noch sehenswert finde oder die ich dann später noch analysieren möchte. Hier bin ich offensichtlich mit dem Trappy am Zocken, ich habe gerade ein bisschen Mühe beim Klettern. Und das Game selber, ich spiele es noch immer fast jeden Tag. Es war ja noch Doppel-XP-Weekend über Weihnachten, das ist auch ein bisschen frech. Habe ich auch ein bisschen genutzt. Und wie gesagt, das Spielprinzip, das Spielgefühl, die ganze Steuerung, Map-Kenntnis und so, das ist sich immer noch am Ausbauen bei mir. Und ich bin gerne noch nicht müde, das Game zu spielen. Wo ich aber auch ein bisschen müde bin, ist beim Aimen. Und dort muss ich schon sagen, zum Teil ziehe ich eben schon den Kürzer. Oder eben auch Spieler, die es wirklich unglaublich im Griff haben mit der Steuerung, mit Springen und über den Boden gleiten und dann wieder irgendwann mit dem Greifhaken reinziehen und so. Es ist sehr, sehr krass, wirklich. Ich bin nicht ganz sicher, ob da neben mir einer gehockt war. Aber es sieht immer so aus, als wäre ich hier in einer relativ guten Position. Aber irgendwie scheine ich das Gefühl zu haben, dass mich irgendjemand am Verfolgen ist. Irgendwie, irgendjemand, irgendetwas, irgendwann. Aber wir verziehen uns jetzt hier einfach. Und es ist auch so, dass ich definitiv ein bisschen Zielwasser vertragen kann. Ich habe eigentlich nicht mehr ganz so ein grosses Interesse am Objective. Und das ist eigentlich noch ein bisschen frech, weil grundsätzlich sollte man ja zum Siegen eben schon sich um das Objective kümmern, aber ich spiele jetzt das Bounty Hound so oft, dass ich zum Teil einfach auch Lust habe, nur Piloten zu jagen. Und ich weiss, es gibt eigentlich einen Spielmodus, wo es nicht primär darum geht, Piloten zu killen, aber eben, die ganzen Optionen und die Möglichkeiten, die man mit Bounty Hunt hat, ist schon sehr nice. Jetzt habe ich hier meine Knete abgeliefert und auch gerade mächtig aufs Maul bekommen. Ich bin hier ein bisschen im Pink-Outfit unterwegs momentan. Ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Und im letzten Update, das ist jetzt auch doch schon ein paar Wochen her, ist es so, dass sie so ein bisschen die Skills haben angepasst von den verschiedenen Titans. Gewisse Sachen ein bisschen stärker oder schwächer gemacht. Und der Ton ist jetzt, glaube ich, ein Mühe schwächer, aber es ist immer noch ein wahnsinnig gutes Chassis, ein super Titan, weil er so vielseitig einzusetzen ist. Und gerade eben dann, wenn man mehrere im Team halt einen Ton im Einsatz hat, kann man es auch wunderschön abdecken mit diesen Schildern, die man ja neu in die Map reinsetzen kann und nicht wie bei allen anderen Titans musst mittragen. Also du kannst eigentlich auch andere verteidigen. Und wenn man es dann clever macht, so wie ihr jetzt hier seht, kann man da ein sehr schönes Sandwich reinnehmen. Und dann ist dann natürlich Feierabend, wenn ich den Salvatore rauslasse. Ich bin gespannt auf die neuen Maps, die sie jetzt
glaube ich, nicht allzu langer Zeit noch bringen wollen. Mal schauen, ob die eventuell mehr so ein bisschen in die Richtung Titanfall 1 gehen. Oder doch auch sehr viel Öffnungsgelände halt bieten, wie die neueren Titanfall 2 Maps. Hinten wird leider der Traffic gerade zermischt. Und ich versuche hier einen auf Sniper zu machen, aber es hat mir leider nicht gelungen. Vielleicht gescheiter mal Knete abladen. Das ist halt ein spannender Moment. Und da muss ich auch sagen, die Tendenz, dass dann die Spieler so eine Piloten-Sentry aufstellen, also eigentlich ein Piloten-Minigun, wo eben Piloten killt. Es gibt noch eine für Titans. Dass die dann häufig neben so einer Bank platziert werden, ist so ein bisschen ein Thema, das man immer öfter antrifft. Und es ist ein bisschen mühsam, aber natürlich auch äußerst clever. Zum Teil seht ihr ja auch mehr, wenn ich bei diesen Banken warte, um Gegner abzukassieren. Es ist halt schon ein lukratives Geschäft in diesem Sinn. Aber es ist halt auch ein bisschen, ja, nicht allzu fördernd für den Spielfluss, wenn man dann ständig wieder innehalten muss, um irgendwelchen Piloten-Sentries eigentlich auszuweichen. Weil das ganze Game ist ja, wie ihr sicher auch seht, sehr dynamisch und alle nicht beweglichen Ziele, die einem gleich attackieren können, ja, machen es zum Teil ein bisschen langsamer. Ich beklage mich hier aber auf hohem Niveau und ich kann natürlich die Piloten-Sentry auch brauchen, setze aber in den meisten Fällen halt einfach auf die verstärkten Waffen, weil so habe ich immer und jederzeit einen Vorteil bei mir, wenn ich den auch aktivieren kann, wo mir hilft, im Vergleich zu eben diesen stationären Elementen, die, wie gesagt, den Spielfluss zum Teil ein bisschen verlangsamen können. Und wenn ich meine Waffen stärker machen kann, ist das eigentlich nicht so die dümmste Idee, das auszuwählen. Ja, ich denke, der Grund, dass ich das Video gespeichert habe, ist, dass mir hier relativ gäbig gelingt, die ersten Piloten abzukassieren. Man trifft aber jetzt wirklich immer auf bessere Spieler auch zum Glück. Es ist ja unmöglich, dass nur ich besser werde. Haha. Und dort gibt es dann wirklich ein paar, wo ich es auch schwierig habe. Eben gerade weil sie vom Manövrieren her noch so viel mehr Skills haben als ich. Und zum Teil ist es dann auch so, dass sie eben halt ganz andere Taktiken wählen. Zeug, die ich noch nie ausprobiert habe. Sei jetzt das mit der Manövrierfähigkeit, die Gebiete vorstoßen, wo ich gar nicht gewusst habe, dass man dort her kann. Oder auch vom ganzen Equipment, das man auswählt. Weil ich bin dort eigentlich sehr stationär mit meiner Standardknarre, mit dem Ton, den ich immer brauche. Und auch dort anpasse ich die Skills eigentlich nicht massiv anpassen. Da ist es dann zum Teil wirklich schön, dass man auf Gegner trifft, die das Ganze ziemlich abändern, anpassen. Und als nächstes, wenn ich den Ton voll aufgelevelt habe, werde ich mich entweder um einen Legion kümmern, das ist der mit dem Briefen Maschinengewehr, aber eben, wie auch schon gesagt, der ist fast so ein bisschen zu wenig anspruchsvoll, wenn ich das sagen darf. Und der nächste wäre halt einfach der Ronin, der mit dem Schwert unterwegs ist. Und dort sieht man eigentlich, die meisten Kämpfer sind sehr offensiv mit dem, was ich eigentlich noch eine interessante Abwechslung anschaue im Vergleich zu all diesen anderen fetten Titans, die sich eigentlich erlauben können, auch ein bisschen defensiv zu spielen und nur langsam vorzustürmen. Der Ronin gibt eigentlich immer Vollgas. Der andere, der fliegen kann, wo mir jetzt der Name frecherweise gar nicht einfällt, wo man aber auch äußerst selten sieht, wäre eigentlich noch geil, hat aber glaube ich, sehr eingeschränktes Leben und Schild. Und ist von dem her nicht ganz so praktikabel. Den sehe ich jetzt eher in einem Setup, wo er halt einfach von 1, 2 Titans unterstützt wird. Dort kann er sicher massiven Schaden machen. Was ich versuche, ist hier hinten die Batterie zu holen. Die hat mir jetzt eine Weile gedauert. Oder hat jetzt eine Weile gedauert. Und mein Titan hat mich natürlich begleitet. Gleichzeitig scheint der vom Tobi ein bisschen mehr Schaden zu haben hier. Und darum gibt es mal eine Batterie für ihn. Und auch das ganze Batteriemanagementsystem ist etwas äußerst Interessantes. Habe ich sicher auch schon zum Besten gegeben. Ich möchte es hier aber gerne wiederholen, weil es fällt mir immer wie mehr auf. Wenn du dich nur darauf konzentrierst, in deinem Titan zu hocken, hast du eigentlich fast keine Chance, an eine Batterie zu kommen, außer natürlich ein Kollege oder ein Gegner,
nimmt das Risiko auf sich und fährt auf so einem Titan an von reiten, Batterie rausziehen. Dann ist das auf jeden Fall möglich, die dann auch aufzulesen und das Schild vom eigenen oder vom anderen Titan wieder aufzubauen. Aber sehr oft kommen die Leute gar nicht aus den Titans raus, was natürlich auch Sinn macht, weil man dort viel besser geschützt ist. Aber wenn du aus dem Titan aussteigst und der Titan vielleicht noch den Chip drin hat, dass er ein bisschen intelligenter ist, ein bisschen besser zielt, das ist schon noch wichtig, wenn er unabhängig agiert, kannst du dann allein umziehen, Titans und Piloten mit deinen eigenen Waffen eigentlich in Beschlag nehmen, und weil der Titan so ein grosses Objekt ist, zieht er in den meisten Fällen auch das ganze Interesse auf sich. Er ist auch sehr tödlich. Das heisst, wenn man dann eben zu Fuß unterwegs ist, kann man extrem davon profitieren, Gegner von zwei Seiten anzugehen. Das ist so ein bisschen die Überlegung hinter dieser ganzen Geschichte. Oh Scheiße, da ist einer rechts vor mir. He? Da habe ich jetzt noch den Nuklear drin. Ja, habe ich auch, einfach wenn es mich zu fest aufregt, vor allem gegen die Ronins, die einem immer so nahe kommen. Wenn man am Schluss ein Nuklear drin hat, nimmt es die Scheibe vielleicht noch. Das Gute ist halt einfach, dass man beim Einzahlen sich auch bewegen kann. Das heisst, man kann schießen, man kann sich drehen, man kann das Equipment brauchen. Du kannst eigentlich alles machen innerhalb von einem bestimmten Radius. Und darum ist man auch nicht so wehrlos. Man muss einfach auf der Viereckli-Taste draufbleiben zum Einzahlen. Was einem fast so ein bisschen dazu zwingt, Krallen zu machen vom Controller oder wie dem Ding willst du sagen. Wo halt einfach der Zeigefinger die 4 Knöpfe bedient auf der rechten Seite vom Controller. Und dann der Mittelfinger oder auch noch der Ringfinger halt hinten Trigger. Ist glaube ich nicht das gesündeste, aber auf jeden Fall ja, kann man so das Gamepad noch ein bisschen effizienter bedienen. Also, ihr seht, der Gegner hat wieder mal keine Chance. Es ist nicht so, dass ich immer gewinne. Aber schon ab und zu, und hier läuft es wieder mal wie am Schnürli. Der nächste Titan ist auch schon wieder ready. Und etwas, was noch wichtig ist, dass man zu seiner linken Seite auch checkt, ob ein Gegner kommt. Aber nein, etwas, was auf jeden Fall auch noch wichtig ist, dass man vielleicht den Titan schaut, gegen Ende der Runde ready zu haben. Weil das hilft dann auch, wenn man das gegnerische Dropship abschießen will oder wenn man eben selber zum eigenen Dropship kommt. Wenn man dort noch einen Titans-Erhang hat, ist man ein riesiger Vorteil. Und darum macht das eigentlich schon noch Sinn. Ihr seht jetzt, sie ziehen hier auf die 100% zu. Titan ist jetzt gerade ready. Wir sind auf 4250 Steine eingezahlt. Und das Braune im Balken sieht man ja, das ist eigentlich das, was die Leute bei sich tragen. Wenn sie es also einzahlen können, würde man dann ziemlich sicher den Sack zumachen. Das heisst, ich kann dem Titan schnell Szenen scannen. Hier. Sehe, es ist alles in Butter. Jetzt werden die anderen auch noch einzahlen. Können wir eigentlich den Sieg heimbringen. Nur der eine oder andere Gegner abkassieren. Ja, yeah, die 40 mm Kanone ist schon ultra krass. Hey. Der Splash Damage von der, da kann man richtig daneben schießen, zum Teil bei den Piloten, und es hat sie dann gleich. Also solange dass sie so einigermaßen in diesem Kreis sind, ist die Chance, dass sie gerade mit einem One-Shot-Kill noch gross. Ihr habt jetzt auch gesehen, dass es nicht immer so funktioniert. Ja, Typ, Mann. Aber ja, Piloten können wirklich auch heftig einheizen und der geht im Flug verwünscht. Hei. Da ein paar Titans knacken. Gleichzeitig. Fuck, das sind 2, hä? Wow, und einer ist noch oben mir drauf. Schau jetzt. Das ist ganz geil, wenn dann beide gleichzeitig gespickt werden. Und noch in der Luft kannst du fighten. Ja, mein Titan ist gone. Wir haben jetzt das Maximum Geld. Ich habe eigentlich keine Möglichkeit mehr zum Einzahlen, aber das wird uns den Sieg bringen. Dort seht ihr noch den fliegenden Titan, wie er seine Rakete rausschießt. Und dort einer bei meinem, nein, beim Tobi, ja. Weil Batterie rausnehmen. Zum Glück ist genau mit dem Victory-Schriftzug klar geworden, dass mein Titan ready ist, genau. Und das ist auch das Beste, um die gegnerischen Titans zu knacken. Das ist mir leider auch schon öfters passiert, dass einfach die von oben kommen. Egal wie viel Leben das sie dort haben, dort wären sie einfach crushed. Und jetzt haben wir hier den Trapid mit dem... nein, er hat auch den Ton, ja, voll. Nein. Er hat in dem Fall der erste. Ja, mit dem MG und diesen komischen Bodenminen.
Come on. Hey, der Pilot, hä? Der hat das jetzt nicht schlecht gemacht. Zum Teil kannst du eben schon noch viel rausholen, wenn du so ein bisschen bekloppt rumhüpfst. Darum, never give up, hey. Never give up. Also wir müssen jetzt hier das Landungsschiff knacken. Zum Glück habe ich hier meine Spezialfähigkeit noch ready und eben, wie gesagt, mit 3 Titans schaffen wir es locker, das Ding runterzuschiessen. Und gleich verschießen wir es, weil wir nicht von Anfang an probiert haben. Ja, so kann es gehen, ne? Auf jeden Fall können wir jetzt hier dann noch schnell ausknipsen. Hat es nicht einmal gelangt. Ich glaube, es hat noch eine Rakete treffen. Ja, das war jetzt noch in Ordnung, würde ich sagen. Wenn ihr Bock habt, gebe ich noch das zweites nachher, weil ich weiß nicht genau, wenn ich wieder Zeit habe für ein Video. Dann ich schnell wechseln, das andere startet jetzt. Ich muss das Zeug zum Sinken aufnehmen. Und hier sind wir einfach gerade in ein Game reingeworfen worden, wo ich schon ziemlich am Gegner killen bin. Ah, das hat erst gerade angefangen, okay. Und gleich schon 3, wow! Yeah, zum Teil, ihr kennt es ja sicher aus anderen Spielen, läuft es einfach wie am Schnürli. Und im Titanfall ist bei mir das so oft der Fall. Und auch wenn es nur so wenige Spieler spielen, es sind immer noch Gänge zwischen 200 und 300 Leute im europäischen Raum, wo eben Bounty Hound spielen. Bounty Hunt, nicht Hound. Und das lenkt eigentlich zum wirklich selten auf Ähnliche zu treffen. Das ist noch gäbig. Etwas, was nicht so gäbig ist, und das regt mich immer extrem auf, der eigene Titan, der spästelt alle rum wie ein Mongo, obwohl dass er eigentlich stehen bleiben sollte, wenn man ja eine Person oder einen Pilot, der auf ihm hockt und die Batterie klauen will, abschießen. Ja. Vorhin noch erklärt und jetzt richtig schön eins aufs Dach bekommen. Ja, du kannst eigentlich nichts machen. Irgendwie sagt die Sprecherin vom Titan oder die Spielbegleiterin noch, hey, eben, gegnerischer Titan ist incoming, aber man hat dann nicht unbedingt eine direkte Information nach meinem Wissen, wo der jetzt exakt landet. Und das macht ja auch Sinn, sonst wäre es viel einfacher, dort zu entkommen. Aber zum Teil ist es dann schon gerade ein bisschen fies, wenn man dort so schnell bodigt wird. Und hier wird die auch relativ gut bodigt, he? Effektiv. Der Versuch, den computergestürzten Titan auseinanderzunehmen, seht ihr, der interessiert mich eher eingeschränkt. Das ist jetzt eben so ein Game, wo ich eigentlich primär halt versuche, die gegnerischen Piloten zu killen. Und die paar Batzeli, die man hat, kann man ja auf jeden Fall gut einzahlen. Jetzt hier haben wir auch wieder so eine schöne Ecke, wo ich eigentlich am Anfang müsste sagen, hey, nein, was haben sich die Siechen überlegt? Und ich bin auch noch der Meinung, dass es ein bisschen sehr fies ist. Aber eben, es geht ja auch darum, dass man vielleicht der ein oder andere Pilot abfangen kann, der hier einzahlen kann. Und teilweise wartet man sich dann fast ein bisschen zu lang den Arsch weg. Darum ist es dann gescheit, wenn man dort mal raustreten tut. Und das ist immer das Gleiche. Will man dann als Pilot den Titan angreifen? Da ist noch der Special Skill Kill. Weil zum Teil eben ist man mit einem One-Shot dann weg. Aber in den meisten Fällen dauert es meistens so 3 bis 4 Salven, bis Titans überhaupt reagieren und sich umdrehen. Weil wenn du jetzt im Titan bist und so wegen 1 Schüssen angeschossen wirst, kehrst du eigentlich meistens nicht so in meinen Augen. Der Typ, wo ist der gelandet? Das hat man irgendwie auf dem Dach angezeigt. Teilweise habe ich eben gang nur recht Mühe mit diesen durchsichtigen Scheiben, mit diesen Skills. Das ist jetzt, glaube ich, auch eine Gebung. Jetzt bekomme ich hier gerade den Titan. Genau, kann der noch kommen. Kann sogar schön auf die Brücke zielen. Aber der computergesteuerte Titan hat sich natürlich schon bewegt. Weil komischerweise habt ihr das dann noch gut im Griff haben, wo dann die Titan so landen. Hier war ein schlechter Move gewesen, weil grundsätzlich hätte ich eigentlich direkt einsteigen können. Aber ich habe es auch noch gerne, so ein bisschen in diesem Schutzschild innen zu stehen, um mir so ein bisschen ein Bild zu machen, um dann schneller zu reagieren.
Das Reagieren. Reagieren ist auch nicht schlecht. You fucking rule, vor allem wenn mir Luft gerade so abkassiert. Yeah. Es gibt immer wieder Momente, wo man dann muss sagen, ja, ich bin wirklich in einem verdammten Kampfroboter und die kleinen Fußsoldaten, die haben eigentlich keinen Brot gegen mich. Und genau das zeigt ja auch eben den Grössenunterschied. Der Kampf zwischen den Piloten, die sehr agil sind, die sich gut verstecken können, und den gigantischen Titans, die von weit her siehst, aber auch extrem viel Schaden können, anrichten können. Ich habe mir lange überlegt, ob ich noch irgend so ein Game of the Year, Top 5 Games of the Year, I like those games, I'm a fucking click whore, view whore, whatever, Videos machen, weil auch wenn ich denen früher sehr, sehr kritisch gegenüber beigestellt war, es ist doch so, dass es zum Teil schon sehr interessant ist, auch für mich von gewissen Leuten zu hören, hey, eben, was hat dich dieses Jahr speziell interessiert, vielleicht ist noch etwas dabei, das ich selber nicht kenne. Und Top 5s oder so laufen ja allgemein extrem gut auf YouTube oder generell solche Videos, die Leute wollen so ein bisschen Zusammenfassungen, Best-ofs sehen. Das verstehe ich auch. Bei mir war es halt einfach ein Zeitfaktor gewesen, aber ich kann das trotzdem vielleicht mit euch teilen, was ich mir hier überlegt habe. Für die jetzt immer noch dran sind. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, schnell in die Comments reinzuhauen, was so euch das Lieblingsgame war vom Jahr oder eben Top 3. Für mich ist ganz klar das Doom in dieser Top 3 vom Jahr, weil ja, zweimal durchgespielt, das Let's Play noch gemacht, allgemeines Feeling, Geschwindigkeit, yeah. Doom 2016, absolutes Hammerspiel von diesem Jahr. Und Forza Horizon 3 darf ich auf keinen Fall vergessen, weil so viel Spass, wenn ich mit dem hatte, sind dann halt andere Games gekommen. Und dann plötzlich kurz vor Weihnachten haben wir das Blizzard Mountain Update, DLC, und dort wirst du halt einfach auf einen Schneehügel transportiert und kannst dort ein bisschen rumcruisen. Tag- und Nachtwechsel logischerweise, Schnee, der sich verformt, es gibt auch Schneestürme, extrem geile Atmosphäre. Es hat mich wieder voll reingezogen, wirklich. Das Game ist, ich finde, es ist unglaublich. Es macht mir jeweils immer wieder Fun, in diesen Kerren einfach nur rumzucruisen auf diesen Maps. Und das habe ich ja leider beim zweiten Teil überhaupt nicht gespürt. Und darum muss das unbedingt auch in meinen Top vom Jahr drin sein. Ein weiteres Game seht ihr jetzt schon seit einem Zeitchen vor euch. Das Titanfall 2 ist sicher das Spiel, das ich jetzt über die längste Zeit in diesem Jahr gespielt habe, das ich am regelmässigsten gespielt habe. Und rein von dem her muss das auf jeden Fall auch in die Liste. Etwas, was ich erst gestern gerade fertig gespielt habe, aber was glaube ich schon seit Anfang Jahr gibt und sogar noch länger im Early Access, ist Layers of Fear. Je nachdem, welches Video-Review oder Analyse man schaut, gibt es Leute, die es mit dem PT-Teaser, den Silent Hill-Teaser, vergleichen. Was ich aber eigentlich rein nur so ein bisschen durchs Gebäude laufen mässig finde. Sonst ist es einfach halt so ein bisschen ein Walking Simulator wie Gone Home, für denen, die das etwas sagt. Aber es hat eigentlich eine viel verzwicktere Geschichte als Gone Home. Es geht ganz einfach gesagt um einen Maler, seine Frau und sein Kind. Und dass dieser Typ dann irgendwie nicht mehr ganz so klar kommt. Es ist nein, es ist nicht recht gruselig. Sorry, ich bin ja relativ ein Memme, wenn es um so Horror-Games geht. Und, keine Ahnung, die machen wir eigentlich schon relativ schnell in die Hose. Jetzt nicht gerade unbedingt effektiv, sondern eher bildlich gesprochen, wenn ich es sagen darf. Keine Ahnung, die Töne und zum Teil auch Bilder und so. Das, wow, wenn ich so das Game mit einem Headset spiele, das ist kaum zum Aushalten. Meistens spiele ich es eben auch ohne Headset, mit dem Ton ziemlich tief unten und so. Und dann geht das schon. Jetzt ist aber genug von mir und meiner Angst vor Horror-Games. Es geht jetzt effektiv um Layer of Fear.
Und das ist halt einfach sehr interessant gemacht, weil es auch ziemlich mit den psychologischen Aspekten noch spielt, von dem Maler und schlussendlich auch vom Spieler. Und das hat mir äußerst gut gefallen. So ein bisschen ein Stephen King Buch als Game. Der Typ reicht richtig gut. Der fickt mich dort Straub. Hat mir wirklich auch ausgezeichnet gefallen. Für die es noch nie ausprobiert haben. Ich glaube, PlayStation Network Sale ist ja momentan, hat recht gute Games zu recht geilen Preisen. Das ist das erste Mal, wo ich muss sagen, PlayStation oder Xbox kann einigermaßen mit den Steam Sales mithalten. Und ich glaube, dort ist das leer so 2 Franken 60 oder so. Auf jeden Fall wenig. Lohnt sich auf jeden. Man kann es mehrmals durchspielen, wenn man unbedingt will, aber auch schon nur eins durchspielen, eins Playthrough ist eigentlich sehr, sehr beeindruckend. Ist sicher nicht für jedermann, jede Frau ein Game, aber mir hat es auch cool gedacht. Alright. Titan lohnt nicht so kommen, den habe ich schön abkassiert. Wie geht es weiter? Habe ich noch irgendetwas auf die Liste? Jetzt muss ich noch schnell gerade kurz durchschauen, dass ich nichts vergesse. Ich meine, etwas, wo mir jetzt nicht in den Sinn kommt, das wird vermutlich nicht so wahnsinnig sein. Weil, ja, was kommt mir in den Sinn? Am Anfang des Jahres Far Cry Primal natürlich. Das war eigentlich überraschend gut gewesen. Besser, als ich gedacht hätte. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich es da gerade. Genau, Far Cry Primal. Dann ist Ori and the Blind Forest, die Definitive Edition rausgekommen. Auch ein schönes Game. Quantum Break habe ich nicht so wahnsinnig gefunden. Genau, und dann habe ich mir das HTC Vive geholt. Die ganze Geschichte mit der Reparatur von diesem Sensor. Yeah. Das Doom ist losgegangen, Vive Games, VR. Dann die Geschichte mit Oculus, dort ziemlich der grosse Anschiss. Ja, es ist nicht wahnsinnig viel Zeug, das ich hier jetzt noch möchte hinzufügen, außer, das habe ich natürlich vergessen, das Watch Dogs 2 hat sich nicht allzu gut verkauft, irgendwie sind auch nicht allzu so viele Leute begeistert davon, aber ich finde es verdammt geil. San Francisco ist richtig geil gemacht, ich finde die Farbgebung richtig geil. Die Charakter sind ein bisschen schräg und für gewisse vielleicht ein bisschen überzeichnet oder klischeehaft und es verhält auch nicht ganz, dass man irgendwie Leute killen kann und all das ist mir schon klar, aber so rein einfach spasseshalber, Spass haben. Watch Dogs 2 hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Mafia 3 eher eine Enttäuschung, genau. Ja, mal, das passt auf jeden Fall. Können wir vielleicht noch einmal kurz auf Virtual Reality sprechen. Habe ich ja schon das letzte Mal ein bisschen darüber erzählt und dass ich jetzt nicht unbedingt so begeistert bin. Wie soll ich das am besten sagen? Weil einerseits bin ich happy und begeistert, dass wir jetzt seit diesem Jahr 2016, allgemein finde ich es ein geiles Jahr, privat wie auch sonst, ist es wirklich ein super cooles Jahr gewesen. Ist ja noch nicht ganz fertig. Vielleicht wird es noch cooler. Jetzt habe ich so viel Nonsens geredet, dass ich sogar den Faden verloren habe. Zum Glück ist das Gameplay jetzt auch fertig. Oh mein Gott. Sorry, Jungs. Richtig leid. Ich versuche dann noch einmal zurückzukommen. Und zwar sind wir ja bei Virtual Reality gewesen. 2016 ist ein geiles Jahr, genau. Jetzt ist es so, Virtual Reality, bin ich einerseits sehr froh, dass in diesem Jahr 3 Headsets released wurden, und zwar fertige Versionen. Wir haben das HTC Vive, das Oculus Rift und das PlayStation VR. Alle mit ihren Vor- und Nachteilen, alle mit ihrem unterschiedlichen Preisspektrum. Für das Oculus sind jetzt noch Touch-Controller rausgekommen Ende Jahr. Und Anfang nächstes Jahr soll, glaube ich, schon das Wireless Vive gezeigt werden. An CES Computer Entertainment Expo. Na, whatever. Easy. Ihr werdet das schon davor hören, wie das Wireless Vive funktioniert. Ich werde es auch nicht ziehen. Ich warte jetzt mal noch ein bisschen ab, weil das ist eben auch gleichzeitig auch die grösste Enttäuschung, halt, dass sie nicht in die Gänge sind gekommen.
Virtual Reality ist wieder mal versandet. Vielleicht gibt es nächstes Jahr ein paar Überraschungshits, aber ich habe jetzt eben das Gefühl, wie schon angetönt, dass wir hier nicht so vorwärts kommen. Und erst so ein bisschen in den 90er Jahren ist ja Virtual Reality eher daran gescheitert, dass die Hardware noch nicht so weit war. Dort sind wir jetzt wirklich einen grossen Schritt weiter. Aber jetzt haben wir einfach bei der Softwarelampe und ich weiss, dass man zum Teil ein Zeitchen braucht, um so eine neue Plattform sich dort reinzufuchsen, um sich zu adaptieren. Aber es ist eben schon ein bisschen bedenklich, wie wenig Games das es gibt, wo man muss sagen, hey, ich muss mir jetzt so ein Virtual Reality Headset kaufen. Und ich weiss, es gibt nicht viele Leute, die so eins haben, weil sie noch teuer sind, weil man vielleicht noch ein bisschen Respekt hat vor dieser neuen Technologie. Und dadurch gibt es auch gar nicht viele potenzielle Käufer. Das Video ist vorbei, ich rede gleich noch ein bisschen weiter. Und so haben dann die Entwickler, die ganzen Publisher gar nicht so Interesse. Ich meine, willst du irgendwie bei einer Plattform von PlayStation 4, wo 50 Millionen Konsolen rumstehen auf der Welt, ein Game rausbringen, oder willst du es bei PlayStation VR, wo wir vielleicht, und die Zahl ziehen wir jetzt einfach irgendwann raus, 10'000 verkaufte Einheiten heissen, ist natürlich mehr. Somit hast du eigentlich die potenziellen Käufer schon extrem limitiert. Darum kannst du auch nicht viel Geld verdienen. Es ist in dem Sinne ein Teufelskreis. Darum machen wir nichts, warten wir, bis mehr verkauft werden. Es werden nicht mehr verkauft, weil keine coolen Games vorhanden sind. Es werden keine coolen Games gemacht, weil nicht mehr verkauft werden. Wer die Spirale jetzt noch nicht geschnallt hat, ja, yeah. Das ist halt so ein bisschen wirklich das Problem. Und wie erwähnt, ich sehe jetzt gerade nichts, wo nächstes Jahr rauskommt, wo der Trend umdrehen kann. Das heisst, dass wir vielleicht nur noch so mit Babyschrittchen vorwärts gehen, was ja sicher auch in Ordnung ist. Es hat alles seine eigene Pace. Aber ich finde es halt schon ein bisschen schade. Das Zeug, ja, hängt es ein bisschen rum bei mir. Und auch ein paar Wochen oder jeden Monat nehme ich 2 wieder mal raus, lege es an und bin wieder von neuem völlig fasziniert von dieser Virtual Reality. Das letzte Mal habe ich Google Maps in VR ausprobiert. Richtig beeindruckend, die Grösse von gewissen Städten oder allgemein so Landschaftsstrukturen zu sehen. Und ja, viel mehr hat es dann eher nicht gegeben. Das ist schon krass. Ja, das ist wirklich krass. Aber easy, ich bin nicht hier, um mich zu beklagen, sondern um euch auch Merci zu sagen für auf jeden Fall auch ein cooles Jahr. Dieses Jahr habe ich wieder mehr Gas können auf YouTube. Aber nächstes Jahr dann vielleicht wieder ein bisschen weniger. 2 Kinder geben scheint es ein bisschen mehr zu tun als eins. Wir sehen es mal. Und falls wir uns nicht mehr hören, auf jeden Fall alles Gute fürs 2017 an euch. See you soon, hey. Danke für den Support. Und habt's gut. Tschüss zusammen.